Ja, weiter geht es beim Showdown. Heute spielen wir ein weiteres Match an den Semifinals. An die gibt die Lo weiter könnt. Die als automatisch auch durch an der Grand Finals, also an der Phase 3, für die, die das nicht so richtig verstanden haben. Die anderen Team muss noch ein bisschen schweißen an die Loser Brackets, an stehst du noch auf 1-2 Gegner. Sascha, das schon schaut bei mir. Was siehst du dann? Ja, ich meine, gött wahrscheinlich ein hey interessante Match. Enraged Overtime. Die sie gewusst, dass alle beide stark sind, natürlich. Enraged Mod normalerweise ein bisschen mehr starke Momente. Mehr Overtime, also gut Fall heute noch schätzen. Enraged darf nicht so lappelose, weil sonst gilt ihnen wahrscheinlich strapp zu schnell. Ja. Genau. Wie gesagt, beide Kippe können ausgeglichen spielen, aber wir wissen von Overtime halt, dass sie relativ viel Fehler machen ab und zu. Enraged, wenn die einen schlechten Tag haben, dann lebt das doch nicht richtig. So. Also wie gesagt, kann ganz interessant sein, wie du siehst. Wir sind gespannt. So, wir werden nur nicht mehr auf Enraged. Overtime Enraged hat ganz leicht Verspätung. Ja, 15 Minuten sind erlaubt, also wenn sie halb nicht da sind, dann schwätzen wir natürlich die Game Lost aus. Ich meine, die Match ist schon dreimal akkordiert gehen an, da mal das Götterlo gespielt oder nie. Aber ich denke, dass sie das schon packen werden. Zwei von den Membern sind ja schon bereit, an den dritten wird dann noch gleich noch kommen. Ja, wie gesagt, das kurz, was man vielleicht noch nicht so deutlich am Stream erwähnt haben. Der League Prince hatte Jolo exzellent gegen die Elite gewonnen. Und haben dummer gepackt, sich für die dritte Phase zu qualifizieren, wo nämlich noch die drei letztbesten Kippen dabei sind. Und ja, die League Brains mussten natürlich mal auf Enraged warten und sie mussten warten, bis das all einzelne Match am Loser Brackets durchgespielt ging. Heißt, sie haben sozusagen einen kleinen Sommerpause sich verdient. Und heute gibt es eine zweite Kippe, die ein bisschen an die Sommerpause geht. Und wie gesagt, die nächsten Matcher, das sind dann alles die ganzen Loser Brackets Matcher, wo die Kippe ja schon einmal verloren haben. Und dann irgendwann, entweder Anfang Juli oder Ende August, werden wir dann Grand Finals spielen, wo die drei letzten Matcher gespielt gehen. Also die Winner Finals, die Loser Finals und dann natürlich Grand Finals, wo nach den besten aus den Loser Brackets, ob der besten aus den Winner Brackets fällt. Ja, sollte du dann der Loser nach gewonnen, dann spielt man natürlich eine Party, wo den Winner natürlich auch seine Chance kann holen an sein Los anzählen. So, ich meine, mit Dorias gejoint, dann sind wir ready. Ich denke, lo geht es all Moment los. Sascha, du hast okay, ich welch Fehler von hinten lo geschrieben gut. Nee, ich schenkt alles soweit. Andererseits sind noch heute gesehen wir schon dort Spieler joinen. Dann sparen wir auch an der Match, an Genau. was es geht. So, den JT pro Startschwierigkeiten du. Hallo, geht spannend. Ein Rage geht Overtime. Uff, ganz starke Nusschuss, du schaffst nie so. Und du hast schon die E-Stemmos geduscht. Wie ist den JT raus? Du hast den nächsten Goal, den aber komisch geflogen ist. Ich meine, das Geduscht war doch nicht ganz flink oder wird schon abgehen. Steht du ein Zeitchen rundherum? Man kann nicht viel machen. Froh, die sich natürlich stellt, wer wird Overtime sich ob Enraged 4 berät. Ja, das ich meine, sie kennen sich. Sie wissen, wo die Stärke sind, und eventuell auch die Schwächen von Enraged. Nur Offenheit könnte eventuell interessant gehen. So, Rotation passt momentan bei beiden Kippen. Da hat den JT den Beast aus der Nähe geholt. Also, beide Kippen gehen ein bisschen auf Demoen. Will natürlich hier best Männer rauskriegen, an der Keeper auch ein bisschen strugglen.
Bis du jetzt der Start nimme bei Enraged ausgezölt. Oder Ceiling High vom JT, den aber nicht ganz durchzählen kann. Gut abgepasst. Nie so beim Gegenschlag. Schick gespielt vom Beast. Ja. Go war das ein Double Touch richtig krit. Aber gut gespielt wieder der Backboard passt wieder nie so. Und dann steht 1 Date noch eine halbe Minute. Enraged muss ein bisschen oppassen. Ich meine, gesagt in Overtime ass relativ show zu weisen, dass sie auch kennen gegen Enraged gespielt an Opening war do 4 Enraged. Es geht durch um Ball. Verletzt Ball gegen den Dark Dragon, den eng Pass möchte, die der Midoriya nicht unhöhlen kann. Luava an den GTS Pratt für den Ball nachher umzuspielen. Verletzten aber gegen den Niso, den dann von den Rich abgefangen wird. Also hin und hier. Alle Member von allen Team kriegt ein bisschen etwas den. An Overtime extrem vorsichtig. Also die Matcher für Drohnen waren viel mehr aggressiv von ihnen. Ich meine, du waren so oft schon zu 3 beim feindlichen Goal. Hi, Overtime jetzt Spiel viel mehr los, viel mehr überlöscht und entscheidend sich auszuzählen. Das geduscht kriegt der Ball durch, schön durch, passt vom Niso, ausgeklickt. Ja, das ist definitiv eine interessante Party. Man hatte just 4 dem 2 hatten hallo Chance Sche gesaved vom Beast. Midoriya kriegt nicht richtig zu packen. Und Beast probiert. Das Leute der Boost ausgegangen. JT passt den Ball und der Beast drum. Overtime. Nee, ist ganz stark da am Ugriff. Er hat natürlich die Kontrolle über das Match zu behalten. Er packt ein bisschen low, weil der Ball andauernd zurück könnte, nur dem es Enraged gesaved wird. Enraged findet keinen richtigen Pass, ob er Mate den klären könnte. Aber die Defensivrotation von Enraged funktioniert momentan auch nicht schlecht. Ein Shape-Pass. Gut aufgefangen durch vom Beast, fast auf den JT. Midoriya ein bisschen mit Startschwierigkeiten und das geht ein 3-1. 4 Overtime. Ja, der Midoriya holt mir ein bisschen das nicht ganz am Spiel gemengen. Und hoffen wir mal, dass den zweiten Match da ein bisschen mehr rauffahren. Genau, der Teil gesagt, ein bisschen nur enger ab, wir packen die aus. Ah, da ist ein schöner Demo vom Beast. Kommt die das nicht so nicht verwandeln kann, nicht genug Zeit. Gut, wahrscheinlich nicht genug da vom Team und Informationen durchgesucht. Wir denken 3-1, dass dieses Match tatsächlich gedo. An Overtime verdenkt sich hier ein echter Punkt. Bei diesem nicht ganz einfachen Gegner. Wow, super gespielt von Overtime.
muss ich so an ja Lomolo war der wat mal gesehen an der zweiter Party. Genau, natürlich mal Mattwissel. Du bekommst du dich hier, Sascha Lo. Yes, genau. Und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. So, die zweite Map wäre Manfield Stormy. Ja, wir haben nicht ganz viel gesehen, diesem Match. Viel Demo, muss ich sagen. Aber von loristische Passplays oder so war noch nicht viel dabei. Es waren mehr so Schüsse und Mauer, die dann abgefangen sind. Vielleicht ändert sich das ja lo, nachdem sein Rage ein bisschen gesinnet, wie Overtime spielt, an umgedreht. Ja. Und du könnt der Kicker auf den direkt an Richtung von Overtime geht aber verhindert von Enraged, die du eine gute Position kriegen. Ganz knapp geklärt nach schon direkt Druck gemacht. Also Demo ist sie wirklich vertraut an diesem Match. Ich bin probiert wirklich konstant den 3v2 hinzukriegen. Natürlich eine anständige Strategie aus, besonders bei ein bisschen starke Gegner. Also nicht schlecht, wenn sie gut Spieler, Effektivspieler vom Team für Kurzzeit auf der Satzbank setzen. Oh, du könnt. Oh, schön gedribbelt vom Leso. Abgefangen, wie wann in den Händchen Kopf hat. Du gesagt, den sing Nerven sind relax, kalmiert. Das ist kein Stress, du. Lohoi, JT am Mugriff. Schön, Lob, den der Meteor nicht kriegt. Da könnt auch nicht tun. Funktioniert aber alles nicht. JT mal denkt Drop, den nicht so rum abfängt, also nicht so haut den Keeper of the Day, wie scheint mir viel hätte man noch gesehen. So, ein Rage Lorem an der Ugriffsposition setzt sich nicht, geht das durch. Und der Beast, man denkt schöne Redirect, wow. Richtig geflippt an ein Rage komplett aus der Nähe geholt. Für den Moment hat Enraged keine richtige Antwort, ob das, was sie von Overtime Geburte kriegen. Ja, das nicht so weiter gewesen. Also Overtime hat direkt so stark ans Spiel fand. Aber ich meine, das gut zu gesehen. Das stimmt, und du hast das Passspiel, was man sich in Overtime möchte, der Lo könnte man doch durch. Es geduscht auf der Beast, schön an die Luft brüscht, an Beast direkt aufgefälscht. Und das geduscht und die schönste Fehler gemacht, die ihr konnte kreieren. Richtig mit Mauer gespielt, an den Ball perfekt positioniert. Du konnt Chemie von den Rage Druck kommen, mit dem die Verteidigung von der letzten Stunde. 2:0. Ja, den effektiv gesinn wie du sest Verteidigung go von Lo Enraged wat der Chance Skadouch super reagiert direkt der Richtung und JT blockt direkt doof. So pass auf der Beast bringt den Ball an die Luft, die den Dark Dragon auffängt. Nicht so einfach im Ball an Beast ganz schnell do, also Overtime die speeden das ganze Zeit nur ein bisschen rup. Die ohne Schnellspiel Dropper, dat Enraged momentan nach gut nicht viel weist. Mechten simmer nimmen Mann am Sturm an die anderen zwei halt Boost-Touren oder Zurückrotieren. Und das nutzt natürlich Overtime gnadenlos aus. Gibst du viel Ballkontakt tun, oft den Ball tappen, dass der Ball halt unterschiedliche Direktionen unhält. Und du man dann natürlich Spiel von den Rage ein bisschen auf den Kopf geheilt. Und ein Rangers am Gang sich vielleicht ein bisschen Trick zu kämpfen, aber natürlich die Zeit auch immer mehr knapp. Und Jetilo im Ball. Und du könnt nicht durch.
Ja, muss ich so war das also ein ganz solid Defense. Besonders der Backboard clears die Stimme bei Overtime, also tip-top Performance an der Defense. Nachdem sie anscheinend schon gegrafen haben, können sie schlagen mittlerweile auf ja, Defensieren halt kümmern. An der Goal nicht aufrennen lassen. Das war knapp gehen. Diese Chance könnte aus dem belebten Winkel. Hallo, ein Rage Rimmer, deiner Opener Boot. Overtime probiert net grad voll zu forcieren. Sie wissen, dass sie 2-0 am 4 aus sind. Sie probieren nur nicht so viel Risiko anspielen nach ranzubringen an den letzten 50 Sekunden. Und du könnt auch momentan kein Gage schlagen, weil die Rotation von Overtime ist momentan wirklich perfekt. Da war ein kleiner Fehler dran. Mit den hat Defense nicht wirklich geschwächt. Da ist ein schöner Winkel vom JT mit den Beast. Du gut hat gesehen und du könnt der Pinch vom Liso den auch nach rangeht. Haben wir eine Cooks jetzt zu Lützeburg kreiert. Der Liso, den live die erste Kehr der Schuss vom Cooks hier noch hält. Und der Sturm hat wahrscheinlich einen Rekord an diesem Turnier hält. Nämlich mal am einzigen bislang gelungenen Pinch von der seitlichen Bauer. Versicht, als es dir schon mal gehen. Mir so direkt ran. Wie seid ihr nicht mehr beim Niso? Also ich muss so, weil das Kommunikation bei Overtime ist exceptionell. Das ist eine wunderbare Rotation. Muss ich so einen ganz starken Play von Overtime an. Dummer, da haben sie sich wirklich verdient, an die Winner Finals ranzukommen. Muss ich so nicht gesagt wissen, als wenn Overtime sich himmlisch drauf vorbereitet wird und anscheinend ein trainiert wird, für das alles klappt, alle Manöver klappt und auch Defense stimmt. Ja, das wird interessant. Da wären wir bei der dritten Map. Salty Chance. Nicht viele Leute hier Lieblingsmap. Aber voilà, ich meine, das ist die neueste Map und verschiedene Spieler, die brennen halt drauf. Am Strand können Matthias Auto Fußball spielen. Genau, okay, Volleyball, das Fußball noch immer. Und es geht weiter. Gesehen wir den 3:0 Sweep? Oder seht Enrage ist schlau? So geht das aber nicht, Jungen. So, es geht durch mal den schönen Dribble high. Ja, Enraged müsste lösen, aber sicher. Etwas weisen. Sie müsste lösen, aber sicher. Auspacken. Weil sonst gesehen wir sie am Loser Bracket. So, Lot Chance vom JT, die der Midoriya schön nutzt. Und da das Lo drehen sie ab. Lo könnt ihr lösen das Passspiel von Enraged. Nicht so, du auch ganz verloren. Cool. Fällt doch nicht mehr nach Ruf. Ich war ein bisschen verwirrt. Zu dir gesehen, es gab so schon darauf gewartet, dass der nicht so dekret. An ob die Red Zeit spielt, mehr wahrscheinlich ganz leicht verschärft. Weil auch den Dark Dragon den Ball verpasst. JT gut geblockt. Immer gute Block von Enraged, haben wir da Chance. Dark Dragon bringt den Ball rimmert mit. Midoriya aus Brett an, probiert schon die Striker-Position auszunutzen. Das ist gar nicht gelungen. Und Overtime ist am Ball. Und nun natürlich eine ganz gute Position für Overtime. Midoriya hat wahrscheinlich geklärt und Doken passt mit auf den JT. Und der Ball geht zurück. Und die Blau halt schon. Ah, muss du aufpassen, hi. Das Overtime nicht zu viel nervös, eventuell.
Genau. Sie müssen sich ein bisschen umrieben für die Hand zu behalten, wann sie wollen gewonnen. Alle Fehler kann halt natürlich lo den Endigen bedeuten. Ich muss doch noch kurz schön gesehen Punkte in der anderen, also steht nicht 1:0 mit 2:0 für Overtime. Ja, genau. Und du könnt den End. Skalusch Shake Schuss. Darktracker kommen leider noch immer Zeiten nur drunter. An den JT natürlich schon am Goal nicht wirklich mit Reaktion. No Miss vom Dark Dragon. Nach nicht verloren. Nee, Overtime wird natürlich schon die beste Chancen, das Spiel halt zu holen. Und ich denke, die versichern alles auch, diese Win mal Team zu holen. Für beide Kippe geht es nur um alles. Ich meine, den hier gewinnt, den hat schon ein ganz großes Last von sich. Der kann sich schon an der fast 3 Brett machen. Und natürlich gegen der League Range spielen. Ando, schön geschossen von JT. Dann nutzen wir mal kurz Zeit, dann wir gehen halt Punkten mal richtig setzen. So, die überlebt wir uns für drin, aber das Spiel, ob der Manfield Stormy, da war einfach zu schön zu gesehen. Also Overtime hat da wirklich eine wunderbare Party hier gelöscht. Die vermissen wir momentan ein bisschen bei ihnen. Also lo hast aber schon ein bisschen den Stress du, eigentlich für 3 Party geht dann nicht durch. Durch können, kritten durch. Können danke vom nicht so rollt ran und das Kind von Enrage für den zu saven. Ja, Enrage ist immer ein bisschen falsche Foes, wie gesagt, an der Defense. Du. Ein bisschen unerwartet, dass die Defense so open ist, dass sie nicht gewinnt von Enrage. Dass es nicht so klappt hat, ne? Genau. So, der Kickoff geht natürlich rum, ob die Blut seid. Gut geklärt vom Beast, du. Es geht weiter. Am liebsten nicht so schon nicht ein gefährliches Spaß mitbringt. Die konnte die klären. Beast verleierte 50-50 do gegen den Midoriya. Und wirklich streng Winkel innerhalb von Overtime. JT geht ganz no Motto vom Chronovi, no boost, no problem. Uff. War ein groß Chance, dat tut er für Overtime. An hai rum laat kreiz. Gut gesaved von Midoriya, diese Schuss. Natürlich spannend, du den JT aus dem Spiel geholt, gefumst durch an das Schuss vom Niso. Leider nicht schnell genug gelesen gehen. Vom Beast an Niso, du hätte keine mehr draus machen. In den Winkel am Schee gepasst. Probieren alles Mögliches, du mit ihren Octanes. All Winkel, all Eck vom Auto auszunutzen. Bald droppt. Wird aber anscheinend geklärt. Durch einen Airdribble ums Gedusch. Wird aber gesaved von JT. Und wir sind an enger Overtime. Overtime, genau. Schon lange schon lange wir Overtime an der Overtime gesehen. So. Ja, effektiv. Vom Dark Dragon JT kann er nicht verwandeln. Midoriya trotz Stunde drin, bleibt wahrscheinlich an der Defense. Hallo, Position von JT. Man einen Winkel, den extrem schwer zu saven ist. Und du konntest Overtime dann schlussendlich nicht mehr machen. Bis zu ein bisschen outplayed, geduscht und matt rausgeholt. Und ja, ein Rangers am Spiel. Wir gehen an eine Feiert Party. Wir gehen an Feiert Party an ja.
Mans the Reverse Sweep, ja, das ist los froh. Genau, aber wenn wir schon bei der Bilanze sind, tatsächlich wird bis alle gibt, die soll die Chance gewählt wird an der Tiere Pick, wo auch gewonnen. Also die Map scheint wirklich für die Leute, diese Gerhun wirklich OP zu sehen, an die Leute, diese hassen den Tod bedeuten. An die Map wird manchmal schon verschiedene Kippen wirklich den 13-0 Sweep verhindert. Respektiv Niederlage gekascht. Mit kann in die Map natürlich nur einen Emo spielen, an einem Emo wählen. Haben wir sie lob, Neo Tokyo. Genau, das ist ein ganz interessant Map. Auch viele Leute, die sind nicht so gern hun einfach durch Flashies, Neos, Schilder überall links und rechts. So wie von Tokyo kennt. Sie ist natürlich auch ein bisschen groß, also ich lieber ein bisschen auf einer Wiss zu spielen. Aber heute gibt natürlich so unterschiedliche Geschmäcker. Und Overtime scheint Fan von der Map zu sein. Anscheinend große Fan. Ich sage Ihnen, dass ein kleiner Fehler war von Midori. Heute ich dann Blut geschossen und probiert zu sehen, nicht richtig gekriegt. Und der Ball ist einfach 400 Goal abgekommen. Und somit steht es 1-0, nur 7 Sekunden, 4 Overtime. So, Midori am Oni Boost in der W. Natürlich eine schwere Position, den Ball zu klären. Rifto Lever den Dark Dragon für 12. Das Gedusche aber schön aufgewahrt, geguckt, was geschieht. Wahrscheinlich die richtige Decision geholt. Overtime spielt nur extrem los und extrem safe. Auch wenn sie dort zu 3 unter Mauer passchen, was vielleicht nicht so gescheit ist, und das war unglücklich. GT kriegt den Ball nicht verwandelt. Und nie so probiert den zweiten Pinch vom Ofen. Sarahs Overtime weiß, das hat auch hier Chance. Sie müssen das heute nur so gut benutzen, wie es nicht mehr möglich ist, für den Match mal Team zu holen. Dafür gehe ich auch davon aus, dass wir heute nicht ganz viel furchtbar offensive Aktionen werden gesehen und Rotation wird bei Overtime ganz streng gehalten gehen. Einfach für das Risiko zu vermeiden, dass Enraged High an the Lead könnt. Genau, also bei dem 1:0 ist es ja schon gedo. Dann wird sich Overtime der Win geholt. Und dadurch wird die Kipp momentan kein großer Stress. Aber die Dugriffer weiterhin von Enraged nicht so stimmen, wie sie sollen sind. Geht das heute schief für Enraged? Und wahrscheinlich ist das den Upset vom Ofen oder den Upset von der Woche. Weil wenn die anderen Spieler alle so hört, am Chat zu schreiben, die gehen davon aus, dass Enraged Datei Clipper Chlor gewinnt. Dass die Leaking Brains als nächstes auf Enraged stoßen. Also weiter, so fort. Mit Dono sieht momentan absolut nicht aus. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und GT möchte den nächsten Schritt. An eine bessere Zukunft. Ja, ein bisschen schlechte Defense, aber von Overtime. Wo man das direkt nicht gerechnet hat. Sie müssen Handen ziemlich so machen. Eine gefährliche Kledo. Midori geht noch gesteuert. JT ist am 50 Dom am Skadusch. Und Lo kennt den Druck von Enraged. Die haben das Spiel auch im Rob gekurbelt. Und Brische momentan Defense von Overtime richtig ab. Ein konstante Spieler raus und die Spieler, die an der Luft sind, die kriegen direkt den nächsten Ball zu klären. Und natürlich direkt da auf den Boost an auch ein bisschen unter Rotation kribbelt. So, Dark Dragon passend mit. JT hält die un, kriegt den Winkel aber nicht gesagt. An Midori könnte nur geschossen an auch am Zerheich. Also momentan kein Performance, die abgeht. Mit 2 Minuten sind noch zu spielen und das nach massig Zeit, wo noch ganz viel kann geschehen. Und da geht es anscheinend Schrage gefährt.
von Enraged. Nie so leider net richtig krit de Ball. Ich sehe ganz licht, dass aber bis nerve Matspiele bei Overtime. Das ist definitiv zu gesehen. Merkt den. Sie sind nämlich so passsicher und auch nämlich so sicher an der Defense. Double Commits, die sie häufen sich ganz licht auf der Seite von Overtime. Und Enraged, mach weiter Druck. Enraged das gewinnt, einer extremen Druck zu spielen. Und vielleicht ist das, was ihnen gefällt, die ersten 2 Matches, ne? Genau, also der Chainball so, wie wenn Enraged ein bisschen Druck braucht, für richtig zu spielen. An Overtime geht das ein bisschen weh. Die spielen lieber auf Konditionen, wo sie am Viertel sind. Nee, es sieht noch immer gut aus. Ich meine, sie sind immer Punkt 4. Sie müssen nicht mehr dürfen behalten, die Beast-Teil gewissen hat. Shape House aber vom JT auf dem Midoriya. Und du könntest schöne Winkel vom Skadush. Mit dem Double Tap sitzt nicht an Lot. Und JT natürlich eine ganz gefährliche Position. Und den Dark Dragon hat oder der Beast wollte den ausnocken, Beast aber schön reagiert. Ich meine, den hat den Dark Dragon ein bisschen ausgefaked, sozusagen. Und da ist ein Ball, der sitzt. Den hat sollte bei Enraged schon 3-mal rangehen und nicht so einmal um Ball an. Setzt der Winkel richtig. Kudo, Totation von Enraged komplett zerstört. Schau dir den du musst bald Kickoff verstimmen. Sonst Hummer High den Upset von der Woche. Mit dem wahrscheinlich die Manns gerechnet hätten. Ja. So. Overtime dreht den Match natürlich nur extrem und lenkt. Spielen extrem und Zeit. An Domat Aset geschieht. Enraged verleiert, gained Overtime. Tolle Final. Am gesehen Overtime an der fast 3. Gegen die Leaking Brains. An wen zum Schluss bei den Losers noch der Spot kriegt. Da steht Loda Rob. Vielleicht wird er natürlich Enraged noch immer fertig. Und ja, Sascha, was siehst du dazu? Wir haben pur anständige Kippen an den Loser Brackets. Und tatsächlich 2 Kippen, wo ich gar nicht mit gerechnet hätte, dass sie den Winner Round überstehen. Sind tatsächlich da, wo sie stehen? Und nun geht enorm starke Kippe schon gespielt an sich bewiesen. Also Sascha, das geht ja ganz interessant. Also da geht eng unwahrscheinlich Drittphase, muss ich sagen. Ich meine, der Leaking Brains wird gestern bewiesen, dass bei weitem die Equipe sind, die sich am meisten evaluiert haben am Lauf vom Turnier. Das habe ich gestern schon einmal präzisiert. An Overtime muss ich auch ganz ehrlich sagen, hätte ich nur nicht erwartet, dass sie heute ein 3-1 rausholen gegen Enraged. Aber tut ihr noch, was sie gesehen Enraged war nicht vollkommen dabei. Tut ihr aber viel Fehler gesehen von Midoriya, auch noch vereinzelt Fehler vom Dark Dragon. Und ich meine, am großen Ganzen ein überraschender Match. Und möchte die Sache umso prickelnd, gebe ich so ein 4. Loser Bracket. Weil falls lo an der nächste Runde, also Runde 4 von der Loser Brackets, Elite an Enraged gewonnen, da geht man natürlich auch ein super Loser Bracket Finale gesehen an der 3. Phase. Elite gegen Enraged. Was gleiche Niveau wäre wie das heute. Genau, also wirklich ganz interessant Matcher, wie du auch schon siehst. TLB hat sich enorm verbessert, was man am Anfang gesehen haben, was man damit gesehen haben, was man zum Schluss von ihnen gesehen haben, war wirklich stark. Und ähnlich wie du auch siehst bei Overtime, die auch ihr Spiel komplett abgestaltet haben, komplett abgehalten haben mit den Fehlern, die sie immer gemacht haben, und ein wirklich perfektes Spiel aufgelaufen haben. Fehler sind natürlich immer dran. Ich meine, der Gegner probiert sich natürlich immer ein bisschen unter Druck zu setzen. Das wird Enraged natürlich auch gepackt.
schlussendlich also nicht durchgegangen, war natürlich auch ein bisschen und denn viele Fehler, viele Schüsse, die nicht auf den Goal gegangen sind, low. Und ja, wie gesagt, also ganz interessante Matchdateien, ganz anders Ausgang, wie ich mal da war tun oder wie viel Leute sich war tun. Und ja, dann geht das ganz spannend an die Loser Brackets, weil du stößt pur extrem starke Kippen, oben an. Ich meine, ein Raged wird ein bisschen dominieren, aber der Setter sind immer möglich, wir wissen nicht und bleibt spannend. Daher im Showdown 2016. Bis dann.